Ja, ich danke für die Einladung und ich danke fürs zahlreiche Kommen. Thema Meierhöfe ist natürlich ein sehr wichtiges Thema im Bezirk Neusiedl am See. Man könnte jetzt natürlich stundenlang sprechen, aber ich habe eine Zeitvorgabe, das ist eine halbe Stunde und die hoffe ich, dass ich einhalten kann. Ja, zunächst einmal ganz kurz, wenn man über die Meierhöfe spricht, dann kommt man eigentlich auch aber zu den 450 Jahren Novo Selo. Denn wenn wir heute die Landkarte anschauen, kennen wir 27 Dörfer im Bezirk Neusiedl am See oder 27 Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See. Wenn wir aber eine Karte hätten, die jetzt 500 Jahre älter wäre, so hätten wir wahrscheinlich um die 15 bis 20 Dörfer mehr. Und da sind wir bei dieser Agrarkrise im Beginn des 16. Jahrhunderts. Eine Agrarkrise, die gleichzeitig mit einer Pest und gleichzeitig mit politischen Wirren gekoppelt war. Und das hat geführt dazu, dass zahlreiche Ortschaften aufgelöst wurden. Wir wissen von diesen alten Ortschaften eigentlich kaum etwas. Wir haben vielleicht Urkunden, aber sonst wissen wir nichts. Und das hat zur Folge gehabt, dass es hier im Bezirk, ich muss jetzt alles ein bisschen kürzen, aber das hat zur Folge gehabt, dass es hier große Flächen gab, die eigentlich nicht wieder besiedelt wurden. Wenn Sie hier herschauen, zum Beispiel, wenn Sie hier hätten Halbtouren hätten und hier hätten wir Andau, so sind das 12 Kilometer. Zwischen Frankirchen und Apethlon sind es wieder 12 Kilometer. Von Mönchhof nach Zurndorf sind es wieder 12 Kilometer. Da fehlt etwas, da fehlt immer eine Ortschaft. Ortschaften, die nicht wieder neu besiedelt wurden. Halbturn, meine Heimatgemeinde, hat Glück gehabt. Wir wurden nach 150 Jahren als Wüstung wieder bestiftet. So wie St. André und Frankirchen. Aber viele sind es nicht geworden, weil die Herrschaften, ob es die Badjani waren, die Herrach waren, die Esterházy waren, die ungarisch-Altenburger waren, weil sie gesagt haben, uns bringen die Mieten, die Pachteinnahmen der Wiesen für die ungarischen Herden, die nach Wien getrieben werden, mehr, als wir durch die Bauern vielleicht an Abgaben bekommen würden. Und deswegen sind hier riesige Flächen leer gestanden. Die standen leer bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Dann war dieser Ochsentrieb, der ungarische, zu Ende und man musste sich was Neues einfallen lassen. Und dann beginnen diese Gutsherrschaften mit einer Eigenbewirtschaftung. Und die Eigenbewirtschaftung beginnt überall gleich. Es gibt in jedem Dorf einen Gutshof im Dorf. Ob es jetzt in Neudorf ist oder in Bahndorf ist oder in Halbturn ist oder in Parma, egal wo ich jetzt hindenke. Und in diesem Gutshof beginnt man mit einer Schafwirtschaft. Schafzucht war damals ein sehr lukratives Geschäft. Schafe wurden praktisch auf die Weide getrieben, die Weide, die der Herrschaft gehört hat. Und auf dieser Weide, wie gesagt, hat man die Schafe gehalten, bis sie eben, je nachdem geschoren wurden. Irgendwann ist man aber drauf gekommen, dass diese Strecke vom Dorf da raus auf die Weide, 6, 7 Kilometer raus, das ist einfach zu umständlich, man verliert zu viele Schafe. Warum bauen wir nicht einen Schafstall dorthin? Und fast alle Meierhöfe, die es im Bezirk Neusiedl am See gibt, beginnen mit einem Schafstall. Ja, einen Schafstall, wo zunächst die Schafe untergebracht werden und natürlich der Schäfer mit seinen Knechten auch wohnt. So könnte man sich das eigentlich ganz grob vorstellen. Das war aber nur der erste Schritt. Der nächste Schritt war es, man sollte eigentlich aus diesen landwirtschaftlichen Flächen der Wiesen vielleicht noch mehr Inwertsetzung durchführen, indem man vielleicht noch mehr Lukratives rausholt. Um 1800 beginnt die Getreidewirtschaft. Die Bevölkerung steigt in Europa, man kann hier sehr viel Geschäft machen. Warum nicht Getreidewirtschaft? Aber wie kann ich jetzt eine Weide umwidmen zu einem Ackerland? Und da gibt es zwei Herren, die man unbedingt kennen muss in diesem Bezirk. Das ist der Albert Kasimir, der Besitzer der Herrschaft Ungarisch-Altenburg, und sein Oberverwalter, der Anton Wittmann, ein Niederösterreicher, sein wirklich kongenialer Partner, ein Genie, ein Agrargenie, würde ich sagen. Es gibt nämlich seine Bücher noch heute zu lesen an der BOKU in Wien. Es ist wirklich perfekt, was dieser Mann, welche Visionen und welche Vorstellungen er durchgeführt hat. Er beginnt, die Flächen umzureißen, beginnt hier mit Klebanbauten, ganz genau eine Rotationswirtschaft mit 10 verschiedenen Feldern, und dann beginnt er erst mit dem Getreidebau. Aber für diesen Getreidebau brauche ich auch Arbeitskräfte. Der Bauer müsste eigentlich kommen, der müsste noch seinen Dienst leisten, seinen Robot leisten. Aber der kommt mit dem ältesten Fuhrwerk und mit dem schlechtesten Knecht, da geht nichts weiter. Und da sagt der Wittmann, wir holen uns selber die Arbeiter und bilden uns selber unsere Verwalter aus. In der Burg, in Ungarisch-Altenburg,
die Keimzelle der Bodenkultur in Wien. Bodenkultur wird erst von da später gegründet. Aber das kürze ich wie ab, damit wir zu unseren Meierhöfen kommen. So, und das war wirklich eine sehr langwierige Arbeit, bis man praktisch das in Wert gesetzt hat. Der erste Meierhof ist der Albert Kasimir Buster, der heute in Ungarn liegt. Und von dort aus werden dann die weiteren Meierhöfe gebaut. Wenn man aber in die Gegend von Neudorf, Bahndorf oder Gattendorf schaut oder Zurndorf, dann sieht man, dass hier eigentlich am Beginn des 18. Jahrhunderts noch keine Meierhöfe sind, denn hier sind die Besitzer die Harrags hauptsächlich und die sind eigentlich mit der Gutshoftwirtschaft etwas später dran, die verabsäumen es, genauso wie die Esterhazys und die werden dann eigentlich große Probleme haben, denn 1848 wird der Bauer frei und kommt sowieso nicht mehr arbeiten. Da ist die ungarische Herrschaft Ungarisch-Altenburg gut aufgebaut. Die Harrags, die Esterhazys, die Bajanis und so weiter haben geglaubt, das geht immer so weiter und deswegen wird es hier ein bisschen länger dauern. Sie sehen hier zwischen Bahndorf, da sieht man sehr gut noch die Schanzlinie, die sieht man noch sehr gut, also für die Karutzenabwehr sieht man sehr gut, aber ansonsten ist hier noch alles leer. Hier haben wir die Gattendorfer Kapelle, also die Anna-Kapelle, die gibt es schon, aber ansonsten haben wir noch nichts. Und wenn wir dann sogar noch 50 Jahre später hinschauen, da sehen wir immer noch eigentlich kaum etwas. Den Neuhof gibt es schon, der ist nicht da. Den Heidhof in Bahndorf gibt es auch schon. Den Siebenjochhof, den Gattendorfer Meierhof gibt es auch schon, aber hier, wo wir eigentlich den Neudorfer Gutshof haben, den Irmerhof, haben wir noch keinen. Vielleicht zu besserem Verständnis, um 1900 haben wir fast 43 Meierhöfe außerhalb der Dörfer. Innerhalb der Dörfer habe ich gar nicht zählt. Und da sieht man, dass eigentlich fast jeder hier seinen Meierhof hat und die meistens so angelegt sind, dass sie weit weg vom Dorf sind. Sie müssen sich vorstellen, wenn das jetzt 12 Kilometer ist, der Bauer kann nicht 6 Kilometer rausfahren und der andere Bauer 6 Kilometer mit seinem Ochsenwagen. Das überlässt er die Weide der Herrschaft. Und 1848 wird diese Weide ja getrennt, während sich die Bauern die Heide nehmen, die Weide nahe des Dorfs, legt der Grundherr seine Weide außerhalb zusammen. Ja? Da haben sie noch so einen farblichen Tupfer, wo praktisch die Meierhöfe die ältesten sind, die Grünen sind die ältesten, die Blauen sind die nächsten dann, die Roten sind die späteren und da sehen wir dann auch hier in Neudorf, dass es hier einen späteren nur gibt, den Irmerhof. Wie schaut so ein Meierhof aus oder wie haben sie ausgesehen? Das werden natürlich Arbeiterhäuser gebaut. Die Arbeiterhäuser sind sehr einfach. Da sehen Sie einen Grundriss von Baulhof, der ist in Fraukirchen. Die Esterhazischen Gutshöfe sind alle gleich. Das ist ein Modell, der hat... Hoppala, macht nichts. Der hat praktisch ein Modell gemacht und der Architekt hat das weitergebaut. So, wir haben da ein Zimmer, das ist 5×5 ungefähr. Wir haben hier eine Küche mit einer Speis und einen Abgang und einen Aufgang nach oben und nach unten. Und das war es eigentlich für die einzelne Familie. Aber trotzdem, er hat ein Dach über den Kopf und er kann einen eigenen Familienstand gründen. Ein Knecht, eine Magd beim Bauern hätte diese Möglichkeit vielleicht nicht gehabt. Und wie gesagt, unten eine Einrichtung. Wir haben ganz wenig Bilder von innen, weil natürlich Fotoapparate noch dazu mit Blitzmöglichkeiten kaum da waren. Das ist die Fernsteuerung, die brauche ich eh nicht. Wir sind jetzt weit weg. Ja, wer lebt und wer arbeitet auf einem Meierhof? Ich habe hier Bilder, vielleicht ganz wichtig ist natürlich der Ochsenknecht, der ungarische Biresch, wie man ihn kennt, der natürlich hier das ganze Jahr als Deputatist. Deputatist heißt, er wohnt dort, er wird auch grundversorgt und bekommt auch sein eigenes kleines Feld. Ganz wichtig, der Schweizer, der Melker bitte. Und wenn Sie heute hören vom Schweizer Haus, das ärgert mich immer wieder, da waren nie Schweizer, waren aus Zürich oder aus Basel, das sind die Melker gewesen, ja, die dort gearbeitet haben. Und die Schweizer sind ganz wichtig um 1900, weil die Milchwirtschaft eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielt bei den Meierhöfen. Ganz wichtig, sie sind autark, sie haben auch die eigenen Handwerker, ob es der Wagner, der Schmied ist, die eigentlich alles selber auch versorgen, sie sind autark. Und ganz wichtig in der Hierarchie, das sind die eigentlich das ganze Jahr dort sind. Die kommen dann meistens im Frühling bis zum Herbst, das sind die Saisonarbeiter oder auch Grünarbeiter genannt, früher aus der Slowakei, später kommen sie dann aus dem Südburgenland. Hier haben wir den Neuhof bei Bahndorf, so eine sogenannte Slowakenpartie. Das heißt, die haben da
meistens die Zuckerrüben bearbeitet, vom Aufbau bis zur Ernte und sind dann praktisch auch alle gut bezahlt worden. Ja, zur Veränderung der Gutshofwirtschaft, das habe ich bewusst hierher gegeben. Die Gutshöfe, die Meierhöfe, die Adelsherrschaften waren immer einen Sprung voraus, mussten immer wirtschaftlich denken, haben das nötige Kapital gehabt, konnten natürlich die nötigen Investitionen tätigen und sind eigentlich immer am Lauf der Zeit gewesen, während die Bauern eigentlich immer nachgehinkt sind. Ja, es beginnt mit der Schafwirtschaft, dann kommt die Getreidewirtschaft, die bis heute in manchen Gutshöfen natürlich ist. Dann ganz wichtig die Milchwirtschaft, da haben wir besonders den Siebenjochhof, der da wichtig ist. Die Möglichkeit, die Milch gekühlt, rasch als frische Milch nach Wien zu bringen und dort zu verkaufen, ein Botzengeschäft, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war wirklich ein lukratives Geschäft und das haben sich natürlich die Meierhöfe leicht getan. Die Bauern tun es viel schwerer. Die Milchgenossenschaften werden erst in den 1920 Jahren erst gegründet, also viel später. Die Fleischwirtschaft um 1900 beginnt sie, ebenso der Absatzmarkt Wien, ganz wichtig die Städte, während die Bauern ja meistens noch Selbstversorger waren. Und dann ab 1920 die Zuckerrübenwirtschaft, wie gesagt, die beginnt bei den Bauern auch dann erst 20, 30 Jahre später. Unbedingt notwendig die Zuckerrübenwirtschaft, denn die Zuckerrübenfabriken bleiben fast alle in Österreich, also ob Siegendorf, ob Hirn, ob Bruck an der Leiter, während die großen Flächen eigentlich in Ungarn bleiben. Und dann muss man neue Kontrakte schließen. Die schließt man natürlich mit einem Gutshof, weil der kann sagen, okay, ich baue große Mengen an. Ja, und das sieht man dann auch immer auch bei den Arbeitsgeräten. Das sind sogenannte Lokomobile, die gibt es bei uns schon um 1880. Und es funktioniert so, ein Lokomobil steht auf einer Seite von der Taufe, wie man bei uns sagt in Halbtouren, also vom großen Gutshoffeld. Auf der anderen Seite steht wieder ein Lokomobil und mit einer Seilwinde wird der Pflug, ein 5-, 6-, 7-schariger, mit oben steht einer, der lenkt, praktisch hin und her gezogen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie schnell der praktisch wirtschaften kann, während der Bauer natürlich mit seinem Ochs meistens oder mit seiner Kuh mit einem Scharer, maximal 2 Scharer, da weiterrocken kann. Also da geht wirklich was weiter. Gleichzeitig werden die Lokomobils auch als große Druschmaschinen verwendet. Das ist am Wittmannshof, das ist am Albrechtsfeld. Genauso ist es so, dass die Gutshöfe bereits in den 1930er Jahren die ersten Traktoren haben. Bei uns kommen die Traktoren dann erst während des Krieges und dann wieder nichts und dann später in den 50er Jahren wieder. Aber hier praktisch sind schon in den 50er, also in den ersten 20er Jahren, in den 30er Jahren fast jeder Gutshof einen Traktor schon gehabt. Und später dann auch die ersten Mähdrescher, das sind noch die gezogenen Mähdrescher, die ebenfalls natürlich auf den Gutshöfen eingesetzt werden. Ja, Leben, das ist ganz interessant, ein richtiger Meierhof und davon rede ich jetzt zum Beispiel von den größten vom Albrechtsfeld mit 400 Einwohnern, das ist im Südburgen an der Dorf, die recht autark sind und die auch für sich leben, untereinander leben. Ja. Sie haben meistens ein eigenes Geschäft gehabt. Die größeren Gutshöfe haben alle auch eine Schule gehabt, eine eigene Schule, weil es wäre unmöglich gewesen, dass die Kinder tagtäglich vom Gutshof, besonders im Winter, ins Dorf kommen. Sie haben ihren eigenen Backofen alle gehabt, sie haben ihre eigene Fleischwirtschaft gemacht und auch Hühnerwirtschaft, weil das haben sie auch machen können. Sie waren autark und es war eigentlich ein Dorf außerhalb des Dorfes, obwohl es da dazugehört hat. Und sie haben auch untereinander gelebt. Ja. Und besonders die esterhazischen Gutshöfe waren ja fast alle ungarische Gutshöfe und das war auch bewusst so gemacht, denn so hat der Esterhazy keine Angst haben müssen, wenn rund um die deutschen Dörfer sind oder die kroatischen Dörfer, dass ihnen die Leute davonlaufen. Das heißt, er hat immer wieder auch die Jungen auch gleich wieder gehabt, weil die untereinander geblieben sind. Ja? Das heißt, die blieben auch untereinander. Und wenn man sich die sozialen Bilder anschaut, die gesellschaftlichen Bilder, so sieht man hier immer wieder so Fotos, wo sie draußen auf den Gassen sitzen. Das würde man bei uns natürlich in den Dörfern auch haben, diese Gassensitzer. Wir haben dann natürlich Feste, die gefeiert werden, eigene Feste, die Hoferfeste, wie es immer so schön heißt. Da ein Erntedankfest am Wittmannshof, da am Gleilihof ein Kirtag, Bälle sind abgehalten worden. Die Hoferkirtage sind auch bis in die 80er Jahre noch durchgeführt worden auf den großen Gutshöfen. Und manchmal sogar Fußballmatch, das ist das Match Wittmannshof gegen Gleilihof, das war legendär. Also da sind wirklich Zuschauer gekommen und so weiter, wirklich viele. Bitte der Albrechtsfeld hat eine Fußballmannschaft gehabt, die ist in den 50er Jahren sogar Meister geworden und aufgestiegen sogar, also in der Klasse, einen eigenen Fußballclub gehabt. Gut, das war mal so ein allgemeiner, schneller Durchlauf durch
wie man sich die Meierhöfe vorstellen muss. Und jetzt muss ich mich setzen, weil da sind jetzt viele Zahlen und die Zahlen kann ich nicht auswendig und die sehe ich fast nicht mehr, aber das werden wir schaffen. So, wie schaut es aus jetzt in Neudorf? Wir haben hier die Katastralmappe von 1864. Wir sehen hier die Hauptstraßen, ja, da sehen wir den Anger und das Bad. Ja, und wenn man genau hernimmt, ist es so, dass natürlich die Großgrundbesitzungen die Harrachs sind. Und die Harrachs werden am Anfang auch vom Dorf aus die Wirtschaft führen, außerhalb auf ihren Flächen. Dazu gibt es den sogenannten unteren Gutshof, den Neumannhof, den weiß ich aber nicht genau, das wird uns dann später der Peter sagen, wo er genau ist. Und dann haben wir natürlich das Haus Nummer 8 und Nummer 9. Jetzt, wenn ich da wegzahle, müssten das da sein. Stimmt das? 8 und 9. Diese Straße gibt es ja nicht mehr, diesen Weg. Auf jeden Fall in diesem Haus Nummer 8 und Nummer 9. Nummer 8 war das sogenannte Arbeiterhaus. Hier gab es 5 Arbeiterwohnungen, einen Stall für 40 Rinder, eine Scheune und einen Schüttboden. Und das Haus Nummer 9, das war das Verwalterhaus. Auch der Wirtschafter hat eine kleine Wohnung da drin gehabt, mit einem Pferde-, Ochsen- und Hühnerstall, Futtermagazin, Traktorgarage später, Wagenremise, Heuboden, Schüttboden und so weiter. Auch eine kleine Schmiede war eingerichtet, eine Waschküche und auch eine Milchkammer. So ist es immer festgehalten worden. Und wie ich schon gesagt habe, die Harrachs haben das ein bisschen versäumt und deswegen haben sie nicht eine Eigenbewirtschaftung geführt, sondern sie haben es fast immer verpachtet gehabt. Also wir wissen, von 1860 bis 1878 war ein Grundbesitz, ein Pächter namens Alfred Stern drauf, später ist weitere Verpachtungen immer wieder geben. Wir wissen, dass dann, der Grund ist wahrscheinlich auch logisch, zwischen 1910 und 1920 der Irma-Hof oder Irma-Charda gemacht worden. Es gibt kein einziges Foto davon. Der Felix und ich haben damals gesucht, wir haben die Leute gefragt, die damals gearbeitet dort haben. Es gibt kein Foto von ihm. Es gibt nur diese Karten, wo er hier vermerkt ist. Und er wird zwischen 1910 und 1920 errichtet. Und er war hauptsächlich deswegen da für die Einstellung der Mastrinder. Das heißt, den hat man außerhalb hingestellt, weil sie natürlich hier die Flächen auch hatten, die hier zu bilden. Wer ihn gebaut hat, ist gar nicht so klar, ob das der Harrach war oder ob es schon der nächste Besitzer war, der Arpad Kertész. Denn der hat es ungefähr um 1918 von den Harrach gekauft. Und er führte diesen Hof bis 1932. 1932 hat der Arpad Kertész seine Besitzungen dann verkauft, und zwar in eine Neudorfer landwirtschaftliche Betriebsgesellschaft. Und zwar waren das der Herr Kaufmann, Erich und sein Bruder, und gleichzeitig beteiligte sich dann der Diplom-Ingenieur Dr. Paul Felber an dieser Kapitalgesellschaft. Also es war praktisch eine Gesellschaft, die betrieben wurde. Die Familie Kaufmann waren slowakische Staatsbürger, der Herr Felber war ein tschechischer Staatsbürger, beide waren jüdischen Glaubens und 1938 wurden sie von den Nazis vertrieben, ihr Vermögen wurde eingezogen und sie mussten so rasch als möglich Österreich verlassen oder Deutschland verlassen. Es wurde auf diesem Betrieb ein Treuhändler, ein nationalsozialistischer Treuhändler eingesetzt. 1940 wird dann der Gutsbesitz in Neudorf öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben und im Februar 1942 bekommt der Johann Kiesling Junior dann diesen Gutshof zugesprochen. Gezahlt hat er 166.325 Reichsmark, das ist sehr, sehr wenig, wahrscheinlich war er ein braver Nationalsozialist und dementsprechend hat man ihn billiger geschätzt, damit er das bekommt. Der Herr Kaufmann konnte fliehen in die USA und der Herr Felber und der Herr Berkesch, der der Wirtschafter war, die beiden sind im Nationalsozialismus umgekommen, also die beiden, die gearbeitet haben. Gleichzeitig mit 1938, mit der Vertreibung der Eigentümer, mussten auch die Bewohner des Irma-Hofs, des Charda-Hofes, den Hof aufgeben und mussten ins Dorf ziehen und haben hier praktisch auch weiter gearbeitet. 1944, 1945 sind dann die Ostarbeiter hier untergebracht noch gewesen auf diesem Charda-Hof. Und 1945 werden dann die Usier übernehmen, wobei er
nur verwaltet wird von der kommunistischen USIA Gesellschaft. Es wird dann praktisch dem Herrn Kaufmann zurückgestellt, der hat ja überlebt, und der Kaufmann wird es dann 1948, das sind 360 Joch gewesen, dem Karl Franz und dem Alois Schmidt verkaufen, die aus dem Sudetenland hierher vertrieben wurden. 1952 hat dann der Herr Kaufmann nochmals 135 Joch verkauft und ebenso die Häuser im Ort an die Familie Schmidt und an die Familie Rosner, die mit der Zuckerfabrik in Bruckwas haben. Und da steht auch, eine kleine Fläche hat die Familie Kustrich bekommen. Wie groß die Fläche ist, konnte ich leider nicht feststellen. Also die Besitzer sind klar, die Domäne die Harrachs, der Herr Kertesch, dann kommt der Kaufmann mit dem Felber, die beiden jüdischen Besitzer, und dann kommt die Familie Schmidt und die Familie Rosner. Wie viele Leute haben am Irmerhof gelebt? Ganz, ganz wenige. Es war einer der kleinsten Höfe. 1910 wird er mit 8 Personen beschrieben, 1934 war die größte Zahl mit 27. Die Bewohner waren mehrheitlich Ungarn und es wurden die 27 Leute, haben 24 angegeben, dass sie Ungarisch sprechen. Die Namen haben wir teilweise gefunden. Eine Familie Völdesch, Menjad, Nemet, Notsch, Ambrusch, Golub, Kisch und Varga. Also ich weiß nicht, was mit denen dann passiert ist. Auf jeden Fall haben sie hier diese Bewirtschaftung durchgeführt. 1891 waren es 320 Hektar insgesamt, davon das meiste bitte Ackerland. 292 Hektar wäre das Ackerland ausgewiesen, bisschen Wiese, etwas Weide und dann Wege und Bauareal. Angebaut wurden Weizen, Gerste, Korn, Hafer, alles was typisch war, und es war ein sehr relativ hoher Viehbestand, 30 Ochsen, 6 Pferde, 12 Mastochen, 42 Kühe. Und ich weiß sogar, 1890 haben diese 42 Kühe im Jahr 126.788 Liter Milch gegeben. No? Das muss man sich merken. Gut, wie geht es weiter? Die Flächen, wie gesagt, die Felder waren in der kurzen Mekotte und in der langen Mekotte und am Neuriss. Und 1942 gibt es da eben diese Beschreibung. Und interessant ist, der Boden wird beschrieben als lehmiger Sand, wenig tiefgründig, und er leide immer wieder an Trockenheit. So wie der 1942 beschrieben, da sind wir nicht weit weg. Da haben wir ungefähr genauso. Soziales bitte gibt es von dem wenig zu sagen. Es gab hier nur den einen Wohntrakt. Da draußen, die Menschen, die da gelebt haben, waren hier in dieser Situation, also eher im Dorf verankert. Abgewandert, 1938, wie gesagt, vom Irmerhof draußen wieder in den 8. und das 9er Haus. Und 2 Familien sind sofort noch weiter nach Wien und die anderen sind weiterhin dann im 8er Haus tätig gewesen. Was ist heute noch zu sehen? Angeblich nichts. Ich habe nichts gefunden. Jedenfalls in den 1960er Jahren sind nämlich auch die Gebäude und die Grundfesten abgerissen worden. So, und ich kriege schon die Zahl. Ganz kurz noch, ich schiebe die Bilder noch durch. Wir hätten jetzt noch den Meierhof, den Siebenjochhof. Er wird zwar offiziell Elisabethhof genannt, aber nachdem der Ort der Ried, der Siebenjoch heißt, wird jetzt praktisch hier nur vom Siebenjochhof gesprochen. Der Siebenjochhof gehörte den Grafen Esterházy, ganz kurz nur, Grafen Esterházy, der ist aber dann pleite gegangen, hat das verkaufen müssen und so weiter. Und schlussendlich ist es bis heute zu den Familie Zell gekommen. Das ist eine längere Sache. Das ist schon ein größerer Gutshof gewesen. Hier war also da hat man das Arbeiterhaus, da hat man die Stellungen, also Entschuldigung, das Verwalterhaus, das sind die Viehhäuser, die Arbeiterhäuser. Es gibt hier eine enge Verbindung zum Meierhof natürlich in Gattendorf selbst, das sehr, sehr eng war. Es gibt auch hier kaum Fotos. Da haben wir eines aus den 50er Jahren mit einer Jagdgesellschaft, die sich hier fotografieren ließ. Ich gehe jetzt eigentlich nur schnell weiter, weil sonst kriege ich es von Peter, der ist schon hinter mir. Ganz interessant, Gattendorfer Meierhof, der Siebenjochhof hat eine eigene Station gehabt, eine eigene Eisenbahnstation gehabt. Warten Sie, gehen nochmal zurück, dann sehen Sie es. Einmal noch. Da ist der Siebenjochhof und da ist die Eisenbahn und da ist eine eigene Station gebaut worden. Und das hat der Siebenjochhof gut nützen können, um hier die Milch gleich direkt nach Wien schicken zu können. War sehr lukrativ. Die Besitzer, wie gesagt, verschiedenste Besitzer. Pächter waren in den 30er Jahren, wie fast in allen Meierhöfen in der Gegend, auch bei den Bahndorfer Meierhöfen, jüdische Familien. Das ist die Familie Munk. Auch berühmt, sie konnten Gott sei Dank nach Kanada fliehen. Ja, das könnte man jetzt viel weitergeben. Ja, dann übernehmen die Nazis, der Herr Boden, berühmt als Obernazi. Dann wird es ein kommunistischer Hof und so weiter, bis eben die Zells kommen. Der Gutshof war viel größer, da haben ungefähr 60 Personen auch immer wieder gelebt. Also doch, aber die Verbindung waren immer wieder auch zum Meierhof.
Die Namen waren eher ungarisch, die mehrheitlich waren ungarisch gesprochen, der Familie Darasch, Kovacs, Lengel, Purt, Cismadia, Nemes, Jili und so weiter, also eher ungarische Arbeitskräfte. Die Nutzung ähnlich wie beim Irmerhof, aber es gibt auch eine Spirituosenfabrik im Ort, also man hat ja auch angebaut für die Spirituosen. Und auch hier gibt es ein paar Bilder von der Bewirtschaftung. Das links ist ein Drusch mit dem Verwalter Kokesch an der linken Seite mit dem Fahrrad, den hat man erkannt. Aber wie gesagt, auch hier schon sehr früh Einsatz von Maschinen. Und dann hätte man noch ein Bild, den gibt es nämlich noch teilweise, wenn man gut findet, wenn man die Anna-Kapellen weiterfährt, kommt man direkt darauf hin zum 7-Jochhof. So, jetzt muss ich auf die Uhr schauen. Ich bin schon knapp dran. Ich darf mich verabschieden, ganz kurz. Es gibt natürlich auch den Bahndorfer Heidhof noch. Ja, und der Bahndorfer Heidhof schaut auch so aus heute, wenn man gut schaut. Das Ende der Meierhöfe, damit bin ich auch schon beim Ende, hat viel mit der Mobilität zu tun. Die Menschen haben ein Auto, die Arbeiter bekommen Motorräder. Sie wollen jetzt nicht mehr draußen arbeiten, sondern vielleicht in Wien. Sie wollen pendeln, verdient man viel mehr. Das ist ein sehr eigenartiges Foto, das einzige im Neuhof Bahndorf, wie eine Familie gerade auszieht. Und das am Königshof, das ist vielleicht passend, das Ende des Königshofs bei Kaisersteinbruch. Es war einmal. Ja, wie gesagt, das war im Schnelldurchlauf. Und jetzt eine Quizfrage noch. Wo ist der Hof? Der Bubanathof. Der Bubanathof. Bubanathof. Sehen Sie? Ich habe gewonnen. Das ist der kleine Gutshof, der bei Potzneisel war. Das findet man auf ihm, wenn man ein bisschen reingreift. Also es gäbe noch viel zu entdecken, es gäbe noch viel zu sehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei diesem Symposium. Ich finde es ganz toll, dass das abgehalten wird. Schönen Abend.